tun unser Verstand dazu bereit ist, dein Wort anzunehmen und wir alle die Möglichkeit haben, deinen Willen zu tun und dieses Wort in die Taten umzusetzen. Wir bitten dich, segne du alle Geschwister, Freunde in unserer Gemeinschaft, die Kinder und die Ältesten, die heute vielleicht nicht anwesend sein können, und gib du ihnen deinen Segen auch dort, wo sie sind. Wir danken dir im Namen Jesu. Amen. Amen. Vor der Predigt freue ich mich besonders ankündigen zu dürfen, dass wir auch ein Lied hören dürfen.
Mulțumim din suflet pentru că ne-ați introdus în atmosfera cerului. Herr, wir danken euch von ganzem Herzen, dass ihr uns in die himmlische Atmosphäre eingeführt habt durch dieses schöne Lied. În sabatul lui Dumnezeu putem lăuda prin cântec. Am Sabbattag können wir Gott loben durch Lieder, Dar și prin cuvântul aber scris. auch durch das geschriebene Wort. Mai întâi aș vrea să întreb cât timp am la dispoziție. Ich würde gerne von euch wissen, wie viel Zeit mir zur Verfügung steht für die heutige Predigt. Jemand hat von vorne gesagt, bis du fertig bist. Mulțumesc din suflet, sunteți niște frați extraordinari. Tema în acest sabat poartă ca titlu Dar. Die Predigt an diesem Sabbat trägt den Titel Aber. Sună ciudat, dar Dieses Wort Aber klingt doch sehr komisch, oder? Dar veți vedea că, totuși, în Scriptură, fiecare cuvânt, fiecare conjuncție, fiecare virgulă are însemnătatea lui. Aber ihr werdet sehen, dass in der Heiligen Schrift jedes einzelne Wort eine wichtige Bedeutung hat, sei es ein Komma oder auch eine Konjunktion wie das Wort Aber. Și am să vă rog să deschideți Bibliile la Proverbe, capitolul 1, versetul 33. Und ich lade euch dazu ein, die Bibel aufzuschlagen im Buch Sprüche, Kapitel 1, Vers 33. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Aber wer auf mich hört, wird ohne Sorge wohnen, durchleben und sich vor keinem Unheil fürchten müssen. Căutarea omului după Dumnezeu sau Dumnezeului după om Die Suche des Menschen nach Gott und die Suche Gottes nach dem Menschen este nevoie de înțelepciune. sind Aufgaben, bei denen man eine gewisse Weisheit braucht. Și Dumnezeu a permis ca Solomon să scrie proverbele. Und Salomo hat, und Gott hat erlaubt, dass Salomo das Buch Sprüche schreibt. Solomon, știm că Domnul Iisus spune despre Solomon că avea o înțelepciune pe care nimeni în afară de el nu a egalat-o. Und Salomo hatte eine Weisheit, die nicht zu übertreffen war. În capitolul 1 din Proverbe Und in Sprüche 1 ne este prezentat Solomon, care spre bătrânețe devine mai înțelept. wird uns Solomon vorgestellt als ein weiser alter Mann. Sau mai bine zis, mai pocăit, deci s-a pocăit spre bătrânețe. Oder eher als ein Mann, der sich zu Gott wieder bekehrt hat. Și el își începe discursul lui Solomon, fiul lui David, împăratul Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de depărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință, să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință. Und beginnt damit zu sagen, dies sind die Sprüche Salomos, des Königs in Israel, des Sohnes Davids, zu lernen Weisheit und Zucht, Verstand, Klugheit, Gerechtigkeit, Recht und Schlecht, dass die Unverständigen klug und die Jünglinge vernünftig und vorsichtig werden. Deci nu sunt cuvinte doar să le spună, să fie spuse, ci aici sunt învățături și sfaturi pe care Solomon le dă celor care doresc să asculte. Und die Worte Salomos sind nicht Worte um deren Willen, sondern Worte, die die Weisheit geben sollen, all denjenigen, die bereit sind zuzuhören. El continuă și spune, dă niște sfaturi ca să ne ferim de ispite. Er gibt ein paar Ratschläge, wie man sich vor dem Bösen in Acht nehmen kann, indem man nicht dem verfällt seinen Gelüsten. Să ne ferim de cei care ne duc și sunt iubitori mai mult de bani decât de Dumnezeu. Und dass wir uns auch nicht
vom Geld und von der Habgier verleiten lassen, das Geld mehr zu lieben als Gott. Care sunt lacom și merg pe drumul pierzării. Und die gerne mehr anhäufen würden und dadurch den Weg in die Verdammnis begeben. Care sunt neascultători și lipsiți de înțelepciune. Die ungehorsam sind und denen Weisheit fehlt. Solomon pune niște întrebări pe care eu aș vrea să le comentez cu dumneavoastră. Salomo stellt ein paar Fragen, die ich gerne mit euch auch besprechen wollen würde. Ne prezintă o ilustrație în care înțelepciunea este pe stradă și strigă. Er stellt uns eine Situation vor, in der die Weisheit auf die Straße geht und anfängt zu rufen. Strigă pe ulițe și înalță, zice glasul în piețe. Strigă unde e zarva mai mare, la porți în cetate și spune cuvintele ei. Und er geht auf den Marktplatz, dort wo mehr Tumult und mehr los ist, geht die Weisheit hin und ruft aus. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocuritorilor batjocura și vor urâde bunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele, iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscute cuvintele mele. 22 și 23. Und im Vers 22 und 23 steht, wie lange wollt ihr Unverständigen unverständlich sein und die Spötter Lust zur Spötterei und die Ruchlosen die Lehre hassen. Kehret euch zu meiner Strafe. Siehe, ich will euch heraussagen meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Ne prezintă tabloul care este mai actual ca niciodată. Er zeichnet uns ein Bild, das aktueller ist als je zuvor. Trăim într-o lume în care toți îl batjocoresc pe Dumnezeu. Foarte puțini se închină lui. Wir leben in einer Welt, in der alle oder sehr viele Menschen Gott verspötten und wenige sich ihm anvertrauen und ihm ergeben sind. Trăim într-o lume unde nebunia este o caracteristică și o însușire a omului, unde cel drept este luat nepăgân și cel sfânt este acuzat. Deci e tocmai invers. Wir leben in einer Welt, in der der Ungerechte als der Böse dargestellt wird und wo die Ungerechten verharmlost werden. Wo sehr viel Wahnsinn auch zum Vorschein tritt. În această lume, Solomon își ducea ultimele zile pe pământ și el pune versetul 33 ca o concluzie și ca un sfat. Dar, zice el, cel ce mă ascultă va locui fără grijă. Und in dieser Welt, in diesem Umfeld, in dem Salomo lebt, steht der Vers 33 wie eine Schlussfolgerung. Wer aber mir gehorcht, wird sicher bleiben und genug haben und kein Unglück fürchten. Va trăi liniștit, spune Solomon, și fără să se teamă de vreun rău. Also er wird ruhig leben können, ruhig und sicher bleiben und ihm wird kein Unglück geschehen. La prima citire a textului, ți se pare că te regăsești și tu pe aici. Dacă tu l-asculți pe Iisus, da? Vei fi cel care va locui fără grijă, va trăi liniștit și nu te vei teme de niciun lucru. Und beim ersten Durchlesen, glaube ich, geht es jedem von uns so, dass man sich hier wiederfindet und wir der Auffassung sind, dass Gott uns behütet und uns nichts Schlimmes passiert. Biblia nu a fost scrisă pentru noi, Aber die Bibel wurde nicht für uns geschrieben, ci pentru evrei, nu? sondern für die Hebräer. Nu poți lua un text și să-l analizezi și să spui că e valabil și să-ți faci o teologie. Wir können keinen Text nehmen und aus ihm eine komplette Theologie nehmen. Ci Solomon ne prezintă o situație dintre bine și rău. Lupta dintre cei nebuni și cei înțelepți. Und Salomon stellt uns den Kampf dar zwischen den Guten und den Bösen, den Gerechten, den Ungerechten. Veți spune cum am ajuns la concluzia aceasta. Dacă vedeți, dar este o conjuncție adversativă. Und ihr werdet euch fragen, wie bin ich zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Und das Wort aber ist eine adversative Konjunktion, gegenseitig. Care exprimă o opoziție sau o imitare, fiind similar cu un
oder eine Einschränkung aus. Deci treaba acestui dar, acestei conjuncții, este să lege propoziții, atenție, sau cuvinte aflate în raport de opoziție. Und der Sinn hinter dem Wort aber ist dazu geeignet, um Sätze oder Wörter im Gegensatz zueinander zu setzen und miteinander zu verbinden. Solomon cere înțelepciune și o primește. Salomon fordert Weisheit und er bekommt sie auch. Și vede realitatea lumii în care el trăia. Und er sieht die Wirklichkeit, die Realität in der Welt, in der er lebt. Vede păcatul Er sieht die Sünde în manifestarea lui de plină, dacă putem spune așa. in seiner vollen Pracht. Și cel ce mă ascultă, va locui fără grijă, se referă nu la el, ci la Iisus Hristos. Und der mir gehorcht, wird ruhig leben und kein Unheil fürchten. Und das bezieht sich nicht auf mich, sondern auf Jesus. Ajunge la concluzia că păcatul îl ucide sau l-a ucis pe Iisus. Und Salomon kommt zu der Erkenntnis, dass die Sünde Jesus getötet hat. Că pofta ucide dragostea. Dass die Begierde die Liebe tötet. Că frica ucide credința. Dass die Angst den Glauben tötet. Că furia ucide recunoștința. Und dass die Wut die Dankbarkeit unterdrückt. Că lenea ucide scopul. Und dass die Faulheit das Ziel vernichtet. Că distragerea ucide concentrarea. Und dass die Ablenkung die Konzentration. Nu vi se pare această ilustrație mai actuală ca niciodată? Und kommt euch diese Erkenntnis nicht aktueller vor als je zuvor? Nu vi se pare că Iisus este dat la o parte din societate, din familie, din biserică chiar? Habt ihr nicht auch den Eindruck, dass Jesus beiseite geschoben wird in der Gesellschaft, in der Familie, im sozialen Leben? Și încet el este ucis, adică eliminat. Und langsam aber sicher wird er damit getötet, weil er ja kein Thema mehr ist und verdrängt wird. Nu vi se pare că relațiile dintre soț și soție pofta ucide dragostea? Habt ihr nicht auch den Eindruck, dass in einer ehelichen Beziehung die Begierde oder die Lust die Liebe tötet? Vi se pare că frica uneori ucide credința, de cele mai multe ori ucide credința și atunci Dumnezeu nu mai poate să intervină? Und seht ihr nicht auch, wie die Angst den Glauben tötet und die Menschen dadurch den Halt verlieren und Gott verwehren? Nu vi se pare că furia, atunci când trecem prin probleme, uităm să fim recunoscători? Und habt ihr nicht auch den Eindruck, dass wenn wir wütend sind, dass wir dadurch vergessen, dankbar zu sein? Ce s-a întâmplat cu poporul evreu atunci când Iisus a venit și le-a arătat cum să se închine Tatălui? În loc să fie recunoscători ce i-au făcut? Was ist dem hebräischen Volk widerfahren, als Jesus unter ihnen war? Anstelle dankbar zu sein, was haben sie dann gemacht? Au omorât. Sie haben ihn umgebracht. Nu vi se pare că ei și-au pierdut scopul și ținta pentru care au fost chemați? Habt ihr nicht auch den Eindruck gehabt, dass sie somit den Sinn verloren haben, zu dem sie auserkoren wurden? Au devenit comozi. Und sie sind bequem geworden. Nu vi se pare că și noi suntem astăzi la fel de comozi? Habt ihr nicht auch den Eindruck, dass wir heute sehr bequem geworden sind? Și că cineva ne distrage atenția de la ceea ce este important, la ceea ce nu este important? Und dass, wenn uns jemand die Aufmerksamkeit stiehlt und unsere Aufmerksamkeit auf unwichtige Dinge gelenkt ist, anstatt der wichtigen. Cel ce mă ascultă, spune textul, cel ce mă ascultă, acela care ia seama la sfaturile înțelepte ale lui Dumnezeu și ascultă de preceptele înțelepciunii, rămân liniștiți într-o lume de nenorocire. Und da, wer auf mich hört, diejenigen, die auf den weisen Rat Gottes hören und den Geboten der Weisheit folgen, bleiben in einer Welt voller Unglück ruhig. Deși inima le e mișcată de
milă pentru cei ce suferă, ei n-au nicio teamă pentru ei înșiși. Und obwohl ihr Herz von Mitleid für die Leidenden bewegt ist, haben sie keine Angst um sich selbst. Sie blicken zuversichtlich auf die verheißene Erlösung. Ei privesc înainte cu încredere către mântuirea care a fost făgăduită. Und die verheißene Erlösung wird uns durch Jesu Christi. Dintre toți cântăreții Bibliei, David este cel care este cel mai înflăcărat. Und von allen Sängern der Bibel ist David derjenige, der mit voller Inbrunst Gott lobt. În Psalmul 16:9 el spune: de aceea inima mea mi se bucură, sufletul mi se înveselește și trupul mi se odihnește în liniște. Und in Psalm 16, Vers 9 steht: Darum freut sich mein Herz, meine Seele ist fröhlich und mein Leib ruht in Sicherheit. Și vă întreb, este vorba despre David aici? Und ich frage euch, ist hier von David die Rede? La prima citire așa pare. Beim ersten Durchlesen hat man den Eindruck, dass das so wäre. Dar aș vrea să vă rog să deschideți la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 26. Aber ich bitte euch, das Buch Apostelgeschichte 2, Vers 26 aufzuschlagen. Și veți vedea că acolo David spune că trupul și sufletul este al Domnului Iisus, nu al lui David. Petru spune că David vorbește despre el, adică despre cine? Nu despre el însuși, ci despre Iisus Hristos. Und Paulus lässt uns hier in der Apostelgeschichte wissen, dass nicht über ihn, David, die Rede gewesen wäre, sondern über Jesus. Interesant este că David, cu fiecare fibră a ființei lui, îl proslăvește pe Dumnezeu. Und interessant ist, dass David mit seinem ganzen Wesen, mit seinem ganzen Körper Gott gelobt hat. La prima vedere, David este un păcătos, dar Dumnezeu îl numește om după inima lui. Auf den ersten Blick ist David ein Sünder, aber wir wissen, dass Gott ihn einen Gläubigen nach seinem Herzen gemacht hat. Și știți de ce îl numește om după inima lui, Dumnezeu? Und wisst ihr, warum Gott ihn als Menschen nach seinem ernannt hat, der nach ihm vollkommen liebt? Pentru că David a scris psalmii. Și cine a citit psalmii? Cine a citit psalmii? Domnul Iisus. Weil David die Psalmen geschrieben hat. Und wer hat die Psalmen vorgelesen? Das war Herr Jesus. Și în suferința lui pe acest pământ, când citea psalmii lui David, avea alinare, se identifica cu ceea ce David a scris. Und Jesus hat weniger Leid erfahren durch die Tatsache, dass er ermutigt worden ist beim Lesen der Psalmen, die David geschrieben hatte. Viața lui David de pe pământ era o pregustare a vieții viitoare din cer. Und das Leben Davids auf Erden war ein Vorgeschmack des Lebens im Himmel. Cântarea de laudă este atmosfera cerului. Und ein Segenslied oder Lieder allgemein, die wir singen, sind ein Vorgeschmack auf den Himmel. David ne îndeamnă, la fel ca și Solomon, să lăudăm pe Dumnezeu, indiferent prin ce trecem. Und David rät uns ebenso wie Salomon, dass unabhängig davon, was wir gerade erleben und durchmachen, dass wir Gott ehren sollen. Când David spune și trupul mi se odihnește în liniște, Und David sagt, wenn mein Körper ruht, el se odihnea în făgăduința făcută de Dumnezeu, și anume că îl va învia și va vedea viața veșnică. hat er damit gemeint, dass er der Frieden in ihm ruht, weil er die Verheißungen von Gott bekommen hat und das ewige Leben. În ebraică, shakan înseamnă a se așeza, a locui, a se așeza să rămână. Adică nu era o odihnă temporară. Ne culcăm seara și ne sunăm dimineața. El dorea să se odihnească în făgăduința lui Dumnezeu. Und im Hebräischen bedeutet das Wort shakan sich komplett ausruhen und feststehen. Und es bezieht sich nicht nur auf den Schlaf, wo wir nur temporäre Erholung erfahren. De aceea
aceea, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 26, David spune: de aceea, deci el prin credință vede făgăduința, mi se bucură inima și mi se înveselește limba. Chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Und deswegen steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 26, darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelt, sogar mein Leib wird in Hoffnung ruhen. Totul conclude cu următoarea afirmație: unirea cu Dumnezeu cea mai mare sursă a fericirii. Und wir können die ganze Predigt mit folgender Zusammenfassung verstehen. Die Vereinigung mit Gott ist die größte Quelle des Glücks. Dacă veți vedea oameni triști și nenorociți, este pentru că legătura lor cu Dumnezeu este șumeră. Und wenn ihr unglückliche, traurige Menschen seht, dann hat das auch damit zu tun, dass ihre Beziehung zu Gott nicht so stark ist. Unii încearcă să despartă Vechiul Testament de Noul Testament. Manche versuchen, das Alte Testament von dem Neuen Testament zu lösen. Dar tocmai ele unite ne aduc către cine? Către Iisus Hristos. Aber gerade das Alte Testament und das Neue Testament zusammen zeigen auf Jesu. Și îl descoperă pe El ca autorul suprem al credinței și mântuirii noastre. Und wir sehen, dass unser Erlöser ist und auch derjenige, der uns den Glauben schenkt. Și Domnul Iisus, în Ioan, capitolul 16, cu versetul 33, spune: in Johannes 16, Vers 33 steht: V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Este vorba de lucrurile din Vechiul Testament, da? Din proverbe, înțelepciunea. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am milit lumea. Und in Johannes 16, Vers 33 steht: Ich habe euch dies gesagt, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt werdet ihr Bedrängnis haben, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Iisus vrea să ne spună un singur lucru: în lupta cu păcatul tu nu ai nicio șansă. Jesus möchte uns eine Sache sagen, und zwar, dass im Kampf gegen die Sünde wir als Menschen gar keine Möglichkeit haben, die Sünde selber zu besiegen. Și că cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât vei avea necazuri în lume. Und umso näher du Gott stehst, umso mehr Leid wirst du erfahren. Dar, spune El, aber, sagt er, îndrăzniți, seid getrost, eu am milit lumea. ich habe die Welt überwunden. Parafrazând ce spune Iisus, zice: Iisus a ucis păcatul. Und wenn wir das nochmal genau beleuchten, dann können wir durch diesen Vers auch verstehen, Jesus hat die Sünde getötet. Ne mai spune că dragostea ucide pofta. Und die Liebe tötet die Begierde. Ne mai spune că credința ucide frica. Und der Glaube tötet die Angst. Ne mai spune că recunoștința ucide furia. Und hierdurch sehen wir auch, dass die Dankbarkeit die Wut tötet. Și că scopul sau ținta ucide lenea, confortul. Und dass die Zielstrebigkeit die Faulheit tötet. Și că adevărata concentrare ucide distragerea. Und dass die wahre Konzentration die Ablenkung tötet. Vreau să spună că oricât ai fi de jos, oricât de mult ai păcătuit, Iisus are victorie asupra păcatului. Und aus diesem Bibelvers können wir entnehmen, dass so tief du auch gesunken sein mögest, so verzweifelt du auch bist, Jesus ist derjenige, der dich aufrichten kann. Vă imaginați cum este o familie în care Iisus este cel care la care familia se închină și mărturisesc toți păcatul. Nu există păcat acolo, cum este? Stellt euch vor, wie eine Familie ist, in der sich alle Familienmitglieder dem Glauben bekennen, alle ihre Sünden vor Gott bringen und es dort auch keine Sünden mehr gibt. Când El spune îndrăzniți, eu am milit lumea, îndrăzniți să spuneți lucrurilor pe nume. Und wenn in Johannes steht, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, dann werden wir dazu ermutigt.
Wort beim Namen, also die Worte beim Namen zu nennen und auch die Sünde, die wir begangen haben, Chiar și genau zu benennen. între frații din biserică ar trebui să există o relație în care se spune mărturisiți-vă unii altora păcatele. Und auch in der Beziehung zwischen Glaubensgeschwistern sollte es so viel Vertrauen geben, dass der eine dem anderen seine Sünden bekennt. Pentru că adevărata relație începe atunci când tu îți mărturisești greșeala și păcatul față de celălalt. Weil eine wahre Beziehung erst dann beginnt, wenn du deine Schuld oder deine Sünde vor den anderen bringst und dich ja auch entschuldigst. Adevărata relație începe atunci când începe adevărata pocăință. Und ja, die wahre Rückkehr beginnt erst dann, wenn man sich von seinen ganzen Sünden bekehrt. Adevărata relație începe când dragostea ucide pofta. Und die Beziehung, eine wahre, eine richtige Beziehung kann erst dann entstehen, wenn die Liebe die Begierde tötet. Vă imaginați în familie când soțul își iubește soția și soția își iubește soțul și amândoi îl iubesc pe Iisus. Va mai exista poftă? Va mai exista, eu știu, divorț? Va mai exista certuri? In den Familien, wo der Ehemann seine Frau liebt und die Frau ihren Mann liebt und beide gläubig sind und Gott anbeten, da gibt es keinen Streit, keine Scheidung, sondern nur Frieden. În loc de poftă este ucisă de cine? De dragoste. Und da gibt es auch keine Begierde, weil die Liebe die Begierde weichen lässt. Și înțelepciunea care vine de sus aduce și credința, mărește credința, care omoară frica. Und die Weisheit, die von oben kommt, führt auch dazu, dass der Glaube die Angst vernichtet. De multe ori problemele care apar nu sunt probleme, sunt, dacă vreți, o invenție a minții, o proiecție a minții omenești. Und oftmals ist es so, dass die Probleme, die wir vor Augen sehen, keine wahren Probleme sind, sondern oftmals eine Projektion dessen sind, vor dem wir uns fürchten. Mi se pare că soția mă înșală, a vorbit la telefon cu un alt bărbat. Ich habe den Eindruck, dass meine Frau mich hintergeht und das, weil sie mit einem anderen Mann telefoniert hat beispielsweise. Mi se pare că soțul mă înșală, a vorbit cu o femeie. Și așa mai departe. Und als Frau kann man das auch so sagen. Ich habe den Eindruck, dass mein Mann mir fremd geht, weil er mit einer Frau gesprochen hat. Când înțelepciunea vine de sus de la Dumnezeu, această credință ucide această frică, deci o anulează. Aber wenn die Weisheit von oben von Gott kommt, dann ist der Glaube stärker und die Angst weicht. Și atunci apare și recunoștința care ucide furia. Nu mai ești supărat pe ce ți se întâmplă. Und dann weicht die Wut auch wegen der Dankbarkeit, die man verspürt. Și gândurile rele sunt supuse sau alungate, înlăturate. Und die negativen Gedanken werden dann durch den Glauben auch vertrieben. Și înțelepciunea vine și îți dă un scop, îți dă o țintă. Und die Weisheit kommt und gibt dir ein Ziel vor. Nu mai ești leneș. Dann bist du nicht mehr faul. Nu mai stai în confortul tău. Dann bleibst du nicht mehr in deiner Komfortzone. Privind la Iisus, mergi și faci ce a făcut El. Sondern du betrachtest Jesus und tust das, was er getan hat und wirkst wie er. Te concentrezi la ceea ce Dumnezeu îți spune, nu? Dann konzentrierst du dich auf das, was Gott dir sagt. Nu la ceea ce lumea îți spune. Und deine Aufmerksamkeit liegt auf Gott und nicht auf das, was die Menschheit oder die Menschen dir sagen. Nu mai ești distras de lucrurile lumești, ci ești atras de Iisus. Dann wird deine Aufmerksamkeit nicht mehr von weltlichen Sachen abgelenkt, sondern deine Aufmerksamkeit liegt bei Gott. Și Domnul Dumnezeu spune în 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 30, căci voi cinsti pe cine mă cinstește. Und im 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 30 steht, denn ich werde den ehren, der mich ehrt. Adică onorează pe Dumnezeu acolo unde te duce providența Lui. Es heißt mit anderen Worten, ehre Gott dort, wo er dich hinführt und hin begleitet. Aduc cântări de laudă aici pe pământ pentru a respira atmosfera cerului.
hier auf Erden, damit du die himmlische Atmosphäre auch hier schon erleben kannst. Cinstește pe Iisus înaintea oamenilor și El te va cinsti înaintea Tatălui. Und ehre Gott vor den Menschen, damit auch er dich ehren kann. I-am spus copiilor mei un singur lucru. Oriunde mergeți în lumea aceasta, Ich habe meinen Kindern etwas gesagt. Wo auch immer ihr hingeht in diese Welt, indiferent unde vă duce providența lui Dumnezeu, wohin euch Gott auch hinschickt oder begleitet, onorați-L pe Dumnezeu. ehrt Gott. Onorați-L pe Iisus Ehrt Jesus și este de ajuns. und das ist dann auch schon genug oder vollkommen. Și El vă va onora înaintea Tatălui. Und er wird euch vor Gott dem Vater ehren. Atunci veți avea pace în El Dann werdet ihr Frieden haben vor ihm. și chiar dacă veți trece prin necazuri, Und auch wenn ihr durch Schwierigkeiten aveți victoria Lui. habt ihr den Ruhm und seinen Sieg. Dumnezeu să lucreze la aceasta acum și în veșnicie. Amin. Gott soll uns dazu verhelfen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir singen jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes das Lied 287. Amen.
sein. Tată iubit care locuiești sus în ceruri, Unser geliebter Vater, der du im Himmel wohnst, îți mulțumim pentru proverbele lui Solomon și psalmul lui David. wir danken dir für die Sprüche Salomos und für die Psalmen Davids. Îți mulțumim și pentru Domnul nostru Iisus Hristos, Wir danken dir auch für unseren Heiland, Jesu Christi, pentru că El este modelul suprem. weil er unser Vorbild ist. Îți mulțumim că El a ucis păcatul și nu ne lasă să fim leneși. Wir danken dir dafür, dass er die Sünde überwunden hat und wir nicht bequem sein. Dorim să avem caracterul Lui și să facem lucrarea Lui care ne-a dat pe acest pământ. Wir bitten dich darum, dass du uns seinen Charakter schenkst, Fă-ne, Doamne, niște lumini în lume, damit wir das Werk vollbringen, was er vollbracht hat, und mach du uns zu Lichtern in dieser Welt. primește rugăciunea noastră și iartă-ne de orice păcat pe care l-am făcut cu voie și fără voie. Erhöre bitte unsere Gebete und vergib uns bitte unsere Sünden, die wir mit Absicht und ohne Absicht getan haben. Îți mulțumim că putem să dialogăm cu Tine, Tatăl Bun, prin intermediul vieții neprihănite a lui Iisus Hristos. Wir danken dir, himmlischer Vater, dafür, dass wir durch das Opfer Jesu Christi mit dir sprechen können. Dorim să te lăudăm în fiecare zi, dar mai ales în sabat, Wir wollen dich täglich ehren und dir Lob singen. învață-ne să facem Vor aceasta. allem am Sabbat bitten wir dich darum, dass du uns dazu verhilfst, das zu tun. Ca nu, din dorința noastră de a face și de a te lăuda să împăcătuim împotriva Ta. Damit wir durch unseren Wunsch, dich zu ehren, keine Sünde begehen. Te rog, Doamne, să fii cu această comunitate și să-i binecuvântezi pe toți cei care vin și care participă la întreținerea casei. Wir bitten dich darum, lieber Heiner, dass du all diejenigen segnest, die hier anwesend sind und auch die Geschwister, die herkommen, um dir Ehre zu geben. Și pregătește-ne sufletele, Doamne, să primim pe cei pe care Tu îi aduci spre mântuire. Und bereite uns bitte darauf vor, dass wir die Menschen und die Seelen um uns herum denen dazu verhelfen, dich kennenzulernen. Dă-ne bucuria mântuirii și aceasta să fie baza credinței noastre. Schenke uns bitte die Vorfreude für die Tatsache, dass du uns zu dir nehmen willst. Îți mulțumim că Tu ne asiguri, indiferent prin ce ne va trece viața reală, noi să avem această bucurie pentru că iubim venirea Ta. Und wir bitten dich darum, dass du unabhängig davon, was für Schwierigkeiten wir haben, dass wir unsere Freude bestehen bleibt und wir uns auf deine Wiederkunft freuen. Și stă scris că dacă vom iubi venirea Ta, vom avea parte și de bucuria venirii Tale. Und hilf uns dazu, deine Wiederkunft zu lieben und uns auch an ihr zu erfreuen. Rămâi mai departe cu noi și te așteptăm să vii. Bleib bitte weiterhin mitten unter uns und wir warten auf dein Kommen. Cât mai curând, Doamne, vino. Komm baldmöglich, lieber Herr. Te așteptăm în numele Lui Iisus. Amin. Wir warten auf dich im Namen Jesu. Amen. Amen. Bevor wir uns voneinander verabschieden, wollen wir gemeinsam das Lied 96 aus der Quelle singen. Amen.
Liebe Geschwister, ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche und weiterhin einen schönen Sabbat. Und damit wir Gott entsprechend ehren und auch die Geschwister, die hier noch beten wollen, die nötige Ruhe geben, bitte ich euch, die Gespräche nach draußen zu verlagern. Vielen Dank.